und jetzt kommen wir aber zum Stück Kuchen, zum ersten Stück Kuchen, zu unseren ersten Gästen. Und das ist eine Newcomer-Band und unsere erste Kategorie, unser Like des Tages. So, und darum stehe ich jetzt schon mal auf und rufe meine ersten Gäste Golf rein. Ich hoffe, Sie hören mich. Es sind nämlich insgesamt 4 Jungs plus noch ein kleines Extra. Hallo Jungs. So, einmal das Handy bitte. Stellt euch schon mal auf, wir machen natürlich erstmal unser alltägliches Selfie. Genau. Ich hoffe, wir müssen uns jetzt alle auf das Bild drauf quetschen. Bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now you know that. So, es müssen wir wieder gehen. Kommt rein, setzt euch hin. Wir haben hier 2 Mikros für euch. Da müsst ihr euch jetzt ein bisschen aufteilen. Darf ich dir ein Mikro geben? Ja, kannst du ruhig machen. So, ihr dürft jetzt am besten alle so ein bisschen... Geht das so? Ich hoffe, das ist kuschelig. Ja. Unser gemütliches Sofa auf dem Boden. Kannst du noch ein bisschen nach rechts gehen? So ist das schön. Siehst du, jetzt wird hier richtig gekuschelt. Bei Kaffee Clash geht es nämlich richtig gemütlich zu. So, ihr seid die Band Golf. Ihr besteht aus 4 Jungs. Wen habt ihr mir denn da noch mitgebracht? Wir haben mitgebracht den Fabi, einen guten Freund von uns, der unsere Musikvideos macht. Ja, Fabi, willst du dich mal vorstellen? Hi, ich bin Fabi. Kannst du noch ein bisschen mehr zu dir erzählen? Ja, wollen nicht erstmal die Jungs was erzählen? Die sind ja... Sonst kommen wir gleich zu dir, wenn wir das Video angeguckt haben, genau. Dann kannst du dazu noch was uns professionell erklären. Ja. So, ihr seid... Ja, das ist der Chat, da werden gleich auch noch Fragen gestellt. Fabian, du bist solo, jetzt gehen wir doch direkt auf dich weiter. Nein, wir überspringen das jetzt mal. Liebe Mädels, wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Ja. So, liebes Golf-Team, Sie genießen erstmal den Kuchen. Ihr seid ja noch ganz frisch zusammengekommen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie habt ihr die Band gegründet sozusagen? Also, der Nils, der André und ich, wir kennen uns schon aus dem Kindergarten und wir machen auch schon sehr lange Musik zusammen. Habt ihr euch auch schon die Schaufeln weggenommen? Gab es früher auch Streit im Sandkasten? Ich wurde gemobbt, ja. Du wurdest von den beiden auch gemobbt? Von André, ja. Schäm dich, André. Ich muss mich rechtfertigen, er war ein ganz schwieriger Junge früher. Ich bin wirklich nicht böse, aber Wolle war immer so ein bisschen aufdringlich. Aber wir wollen das jetzt nicht zu sehr ja. Inwieweit aufdringlich? Das Mobbing war wir haben uns nur gewehrt. Wir haben nur zurückgemobbt. Ja, ihr müsst ins kabellose Mikro sprechen. Da okay. gibt's, Da kommt nichts. Okay. Es wird Dann sag ich. Ja, das finde ich gut, dass das gerade nicht durchgekommen ist. Das war nämlich ziemlich wirres Zeug, was ich erzählt habe. Dann kannst du das jetzt nochmal klar sagen, klar ausdrücken. Ja, wir haben uns im Kindergarten noch nicht verstanden. In der Grundschule auch noch nicht. Im Gymnasium erstmal auch noch nicht. Aber dann so, als wir ein bisschen älter geworden sind, dann haben wir uns kennen und lieben gelernt. Ja, danke. Liebe muss ja auch erstmal wachsen. Ja. Und seit wann seid ihr jetzt schon zusammen? Seit wann macht ihr zusammen Musik? Seit wann seid ihr jetzt schon? Seit wann führt ihr eure Beziehung? Seit Golf gibt es seit einem Jahr jetzt. Aber wir haben vorher schon Musik gemacht, unter anderen Namen. Aber dieses Projekt, also Golf, gibt es jetzt seit genau einem Jahr ungefähr. Und jetzt seid ihr am Dienstag direkt schon, wart ihr die Vorband von Ann-Mai Kantereit. Richtig. Wie war das? Es war ja schon eine große Halle bei der CO Pop. Nils, wie war das? Sehr schön war das, sehr voll. Ja, Spaß gemacht. Und was hattet ihr für ein Gefühl? Wie kamt ihr bei den Zuschauern an? Ich würde behaupten, ganz gut. Oder? Was sagt ihr? Also ich würde sagen, wir sind ganz gut angekommen. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung, vor so vielen Menschen zu spielen. Und es war einfach krass, einfach dadurch, dass es so viele Leute waren, kam man immer eine riesen Resonanz mal zurück und hat echt Spaß gemacht. War echt cool. Sehr geil.
Wir können auch gerne mal auf den Chat eingehen. Die Jungs sind völlig abgelenkt von dem Chat. Sophia, hast du eine Frage aus dem Chat, die wir vielleicht direkt mal beantworten können? Ich habe nicht nur einen, ihr stellt immer so viele Fragen, ich komme gar nicht hinterher. Die Sarah möchte erstmal sowieso wissen, wie es ist, sich als so eine Gruppe von Jungs ein Stück Kuchen zu teilen. Da haben wir kein Problem mit. Wir teilen uns öfters ein Stück Kuchen zusammen. Teilt ihr auch alles außer Kuchen? Ob wir alles teilen, auch außer dem Kuchen? Ja, auch. Oder so. Snickers teilen wir auch. Ach, Snickers. Gagen, leider. Genau. Und? Altrosa wird gesagt. Ja. Also wir haben uns gerade ein bisschen in die Diskussion eingeschaltet. Das ist interessant, wenn ich einfach was dazu sagen darf. Willst du reden? Sagen, ist ja toll. Dieser Lukas Hüskens, ich würde gerne näher wissen, wer das ist, denn er hat jetzt über unsere beiden vorherigen Bands jetzt schon einen Kommentar abgelassen. Nämlich hat er vorhin was zu Eisberg geschrieben. Ja, der muss uns persönlich kennen, denn ich glaube kaum, dass er unsere ganze Bandhistorie so mitbekommen hat. Aber wer weiß. Aber hallo Lukas. Lieber Lukas, kannst du mal entblößen, Lukas, woher du die Jungs dich. kennst? Woher weißt du das? Und Altrosa, ich stimme nicht zu. Ich finde, das ist Lachs. Für mich ist das Lachs. Das ist auch kein Lachs, das ist Lachs so eine wäre auf jeden Mischung. Fall cooler. Nicht. Nee. Was ist es denn dann? Eine Mischung aus. Was bin ich? Es geht eher ins Altrosa, würde ich sagen. Ja. Oder ein verwaschenes Bordeaux. Ein Altrosa. verwaschenes Bordeaux. Lachsfarben ist mehr pink. Ja, das stimmt. Genau. Ja, warum heißt Ja, da sie muss denn ich. Golf? Der Lukas hat sich gemeldet. Ha, 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 ha. Ja. Lukas, das nimmt Heute jetzt so ein geht's bisschen richtig ab im Chat. Stalker-Feeling hier an. Wo bist du, Lukas? Kannst du uns sehen? Ja, natürlich. Aber bist du da am Fenster? Ist auch egal. So, wollen wir noch ein bisschen über euch reden oder wir können Ach so, auch gerne ja. noch ein bisschen über die Farbe. Ihr könnt gerne weiter über die Farbe diskutieren, aber ich würde gerne noch ein bisschen von euch wissen. Wie ist das denn so als Newcomer-Band? Hat man da, also wie kann man sich das vorstellen, wie versucht man da Erfolg zu haben? Also CO Pop ist ja jetzt echt schon ein geiles Ding, dann da auftreten zu dürfen. Die suchen ja immer nach Newcomern und nach Geheimtipps. Wie kommt man da hin und wie versucht man dann, sich groß zu machen? Oh, ich glaube, ich kann das echt ehrlich sagen, dass wir jetzt wirklich nicht irgendwie die Jungs sind, die aktiv versuchen, sich groß zu machen. Oder ich glaube, das ist auch bei weniger Leuten der Fall, als man das Gefühl hat. Zum Beispiel mit Mike Hunterreit, mit denen wir jetzt gespielt haben, die haben, soweit ich weiß, schon ewig irgendwie Straßenmusik gemacht und ihre Videos ins Netz geladen und sind dann einfach irgendwie über YouTube ein bisschen größer geworden und dann irgendwann kriegt man bestimmt Ambitionen. Uns geht es einfach darum, dass wir es super interessant finden, Dinge zu machen, die wir selber interessant finden. Vor allem halt auch Videos, deshalb haben wir Fabi auch heute dabei, weil das ein total zentraler Teil irgendwie von unserer Arbeit so ist. Und wenn das dann noch Leute hören wollen und man das präsentieren kann, dann ist es halt umso schöner. Aber wir sind jetzt nicht die Jungs, die sagen, boah, ich bin jetzt hier in Newcomer und ich muss jetzt voll groß rauskommen oder so. Ihr habt ja jetzt bei Mike Hunterreit gespielt. Nächste Woche spielt ihr auch noch bei Von wegen Lisbeth. Und Von wegen Lisbeth war ja auch schon mal die Vorband von Mike Hunterreit. Wie viel geht denn da über Connections dann? Ich weiß das nicht. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Also die Musik ist ja schon mal ähnlich. Das passt schon mal gut. Man kennt sich schon so ein bisschen. Also wir kennen jetzt die anderen Bands nicht wirklich gut. So ein bisschen halt. Ich glaube, du kennst halt einen von Mike Hunterreit, aber richtig Connections ist das jetzt nicht gewesen. Ich muss mal das Mikrofon abgeben, ich laber hier die ganze Zeit. Ich würde jetzt gerne mal den Zuschauern auch mal zeigen, was ihr denn überhaupt so macht, wie eure Musik aussieht und wie vor allem das Musikvideo aussieht. Denn jetzt, darum jetzt Golf mit Ping-Pong. Bitteschön. Du steckst auf, egal wo du willst. Ich mach mit, ich spiel mit dir das Spiel. Wir spielen Ping-Pong. Wir spielen. Wahr wird nur, was du dafür hältst. Komm mit mir, ich spann mit dir das Netz. Wir spielen Ping-Pong. Wir spielen. Ein schönes Spiel um Liebe, ein hartes Spiel. Ein schönes Spiel um Liebe, ein hartes Spiel.
Liebe. Wir spielen Ping-Pong. Ping-Pong. Wir spielen Ping-Pong. Ping-Pong. Satz für Satz und Schlag auf Schlag merke ich, dass ich nie vorne lag. Dreht sie sich um, sie dreht sich nicht um. Es ist ein schönes Spiel um Liebe, ein hartes Spiel, ein schönes Spiel um Liebe, ein hartes Spiel, ein schönes Spiel um Liebe. Wir spielen Ping-Pong. Das war Ping-Pong von Golf. Die Jungs haben hier ein bisschen Bäumchen wechseldicht gespielt, haben die Plätze mal getauscht, damit jeder mal bequem sitzen kann. Warum seid ihr denn nicht selber im Video zu sehen? Wir haben uns noch nicht gezeigt bisher bis heute. Heute ist ja übrigens unsere Öffentlichkeitspremiere hier bei Köln TV. Wir sind Golf. Haben uns eigentlich schon bei Namen vorgestellt. André, Samba, Nils, Wolfgang und Fabian, der Videomensch. Die Zeit drückt. Wir haben das irgendwie aus mehreren Gründen gemacht. Erstmal wollten wir halt, dass es um unsere Musik und um unsere Videos geht und noch nicht so sehr um uns. Und man nimmt sich damit auch irgendwie ein bisschen Zeit. Also wenn man sich noch nicht zeigt und man arbeitet irgendwie anonym, dann... Ist das denn so ein bisschen Strategie, dass man sagt, ja okay, wir bleiben lieber im Geheimen und enthüllen das erst irgendwann, damit es interessanter wird? Nicht so wirklich. Also wir wollen jetzt keine große Enthüllungsaktion haben und dass die Leute darauf warten, wie wir denn aussehen oder was weiß ich. Es war einfach ein bisschen, weil wir es witzig fanden und es als Instrument genommen haben. Okay, und, ja, das war der Hauptgrund. Super. Also, falls ihr die Jungs von Golf noch sehen wollt, am 22.08. Seid ihr auch auf der Red Bull Tourbusbühne zu sehen, richtig, um 19 Uhr. Da könnt ihr noch vorbeischauen, kostet keinen Eintritt. Ne? Das richtig? Ist umsonst. Vielen Dank, dass ihr da wart, hat mich sehr gefreut. Und dann darf ich euch jetzt verabschieden, denn wir haben ja noch weitere Gäste, die wir natürlich nicht vernachlässigen wollen. Also danke, Jungs. So, ihr dürft gerne den, wenn es okay ist, den Teller wieder mit rausnehmen. Okay. Super. Das kannst du hier lassen und raus. Und dann würde ich sagen, tschö Jungs, Dankeschön.